Guten Tag mit Nanne. Das sind ich noch es mal wir. Von daher will ich ju erst ein bisschen wat in Münsters Plattdütsch vertellen. Und das habe ich in so einem kleinen Büchschen gefunden. Das hat Plattdütschke Justizgeschichten von Franz Zellerhoff und Josef Uhlenbrock. Und die Vertelsels hab sie 1969 abgeschrieben. Und die rechtskundige Appeltierwe, das hat Franz Zellerhoff abgeschrieben. To dat alle Stadtbild von Münster hören die Appeltierven und den Burgen just so es die Kiepenkehl und die Türne von Lambertiton, es die Dulle Baron und die Professor Landois. Sie wassen wied und sieht es ein besünnen Schlag Frauli bekannt. Betünteln leiten sie sich nicht, eher Wort wussen sie wollte maken, und sie han mangs auch Haare ob de Tierne. Manch een stand so stillekes nebenbei und lusterte ihr vergnüglich to. Kurz für'n Ersten Weltkrieg, etwas ein paar Tage für die Graute Kaiserparade, hebt sich op dem Prinzipalmarkt in Münster 2 Appeltierven Wahne in die Wulle hat. Sie han ihren Gemüs und Obststand in die Neichte van Rothus, 2 Stiegen över. Warum wie diesen Streit inkligs konk, dat heb wie nicht mitkriegen. Sie schimpten Ludhalstrup los und mocken sich für nienige Komplimente. Dann flurgen Appel, Birnen, Erbitten, Päsken und an letzte auch Kabusköppe twers über den breden Prinzipalmarkt. Boll hatte eine ihre Munition ratz verschurten und in ihre Wut grieb sie non Rossappel. Van dit Tüch gaf damals ob die Straßen von Münster je mehr es genug. Dat Rossäppelken flog ihre Fiendin akkurat tussen die Tierne. Es se just dat Mul tot Schimpen losmagt hier. Sie kon nu bino kein Wort mehr Rut kriegen. Der Schnut was ihr ratz verstoppt. Wenn sie tiste noch eben neben an den Rossappel vorbei. De bliff da sitten, bis dat de Polizei hier west is. So rechtsgelehrt, was sie wisse. Denn ob dat Beweisstück, da kommt er alleine drauf an. So, nu lot du gut gehen und ich sag, ja, gut gehen.